Eli, Ja, Joel. huet dein Penis eigentlich einen Numm? Schon engem Penis ganz freier mal den Numm ginn, op der sind schon nämlich so ganz stolz. Mir schon den Demos Biggie genannt. Okay. An dein Penis, Joel? Den hat manchmal nie einen Numm. Mann. Also erst, dass ich so die Elemente dafür seht, benutzt hun mich hat manchmal also nie so ein Viernumm. Das sind echte Pflanzen, die Viernumm bei mir kriegen. Dat hei ass Mayway Sex. Wir schwätzen all Mittwoch über den anderen Thema zu Sexualität. Vun wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezeungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex. Der Podcast für all Mensch mit einem Körper. Ma dummer da moin a willkommen bei enger Episode von May wie Sex. Mein Name ist Joel und du hast schon mitgekriegt, bei mir am Studio sitzt den Eli? und wir zwei schwätzen haut über, ja, worüber dann? Iwer Penisse an méi spezifisch iwwer Penisunsicherheete. Genau, ich hatte gehofft, du gehst schon aufhängen mit den Wörtern, die man dafür gesammelt haben. Also für ich all de Stand zu gehen, wieso mal lo ganz viel Nimm- oder Bezeichnungen für Penisse abzählen werden. Die kommen von einem Evenement, das wir 400 Sommer Vakanz hatten, dem Sex Education Deluxe. Und das wäre hier am Hafen von der Rotonden ein coolen Event, wo ganz viel Fragen gesammelt und beantwortet sind zu sexueller Aufklärung und eben Sex Education. Und eng davon werden eben auch Bezeichnungen für Penis und Vulva, positiv und negativ konnotierte. Und ja, Sex Education Dream Team Task Force hat als die Nim freundlicherweise kompiliert. Wir sagen vielmals merci. Also Penis ist effektiv das, was am häufigsten und noch am positivsten bewährt ist. Genau, aner hefech Bezeichnungen sind nach Dick, Schwanz, Paststeck, Willi, Sissi, Krimi, Pipi, Bundes, Pipi-Menschen. Dann auf der Liste von denen mi negativen steht ganz oben Full, dann Mettwurst, Sosis, interessanterweise auch Schwanz, Pimmel, Jeep, witzigerweise auch Krimi, Sissi, und dann also Sachen wie Knüppel, Würstchen, und ganz schrecklich fand ich auch Fleischbengel. Nicht so appetitlich. Nicht so appetitlich. Das ist schon interessant, dass es so viel Namen für Penisse gibt. Also so viele Bezeichnungen. Das, ich weiß nicht, ob ihr das bei der Vulva auch so hört. Ich meine echt nicht. Das fanden wir vielleicht irgendwann ein Kerl. Also ich meine mich daran zu erinnern, dass wo die löschende Stangen, dass die von den Penissen, dass die viel mehr lang wären. Mhm. Und immer da sind wir bei einem Thema, ich fand das mal am Anfang wollte schwätzen, was nicht so witzig ist, wie die Nimmfleisch sind, nämlich ganz viel Unsicherheiten, die sich rund um den Penis drehen bei Leuten, die einen Penis haben. Nee, wir wollten noch nicht darüber schwätzen, wir wollten für dich noch darüber schwätzen, was das eigentlich ein Penis. Ja, was ist ein Penis? Ich hatte gehofft, du gehst mal dazu. Ein Penis ist ein Geschlechtsorgan, was vergleich mit der Vagina, die Bannen an den Körper geht, nur Bause wiest, auch schon am Fetus. Mhm. Und dann auch am Laufe vom Leben, und besonders an jugendlichen Alter auch wiest, an mehr horisch geht. Und was vielleicht Penis spezieller ist, dass einerseits kann am Rotzustand sein, das ist nicht erreicht, und das aber kann am erreichten Zustand sich mit Blut vollsauren und dann auch wurzeln. Nee, das kann bei einer Klitoris ja aber auch geschehen. Also das ist nicht so speziell. Das stimmt. Ich meine, wenn den ganz weit sicher geht, sind Klitoris und der Penis nicht so verschieden. Also ich erinnere mich an so Durchstellungen, wo ein Klitoris ganz gesagt
also nicht nur das, was besser rausguckt, mir so ganz, und das gesagt erstaunlich ähnlich aus wie ein Penis auf den Zeichnungen. Genau. Das ist schon ziemlich spannend. An bei Leute, die eben vom Intersex-Spektrum sind, kann es ja sein, dass das nicht so eindeutig ist, ob das ein Penis oder ein Klitoris ist. An bei Leuten, die an einer Vulva geboren sind, an einer Klitoris geboren sind, an die dann Testosteron holen, du wiest Klitoris auch Genau. relativ groß. Du geht der Begriff dazu, das ist den Mikropenis. Ja, ich weiß nicht, ob ich den Begriff immer so gut finde für sein irgend Organ. Also, mir hat ja schon viel über ihn geschwärzt. Ich meine, Take-Home-Message von den Nim aus, der den Numm soll benutzen, wo ihn sich selber wohlfühlt. Und auch am besten, wenn jemand andere Leute über das Organ schwätzt, den Numm benutzt, den die Person gut findet. Also, ich fand das immer ganz spannend, wenn jemand Leute so schwätzt, wie darf ich den Organ nennen, aber was hast du gerne, was hast du nicht gerne, weil du ganz viel verschiedene vier Läften an Abneigungen gibt. Das vielleicht auch ein Thema, über das man mir lange Kinder schwätzen. Aber das just am Rande. Das bisschen. Also ich fühle mich ein bisschen, wenn ich rund um den Berg schwätzen, weil, ja, das Thema, was vielen Unsicherheiten behaftet ist, den Penis, für allem, wenn ihr selber ihn hört. Darüber wollte man halt ja ein bisschen schwätzen. Da kommen wir einfach an schwätzen über das, was den für die meisten Unsicherheiten sorgt, das Gräst vom Penis. Bist du dort schon mit Gedanken? Ja, ich kann für mich persönlich so, dass ich da ziemlich Chance hat, weil ich als Kind da mal auf Plage war, wo ich plagisch sind und wo ich dann noch schon ziemlich frei viel verschiedene Penisse gesehen habe, an einem nicht sexuellen oder nicht sexualisierten Kontext. Und auch gesehen habe, dass es ganz viele verschiedene Penisse gibt. Und ganz viele verschiedene Leute, die Penisse und die verschieden ausgesehen. Und das für die aber komplett normal war. Und ich mir doch nicht so viel Gedanken gemacht habe, ob mein Penis gut so wäre oder nicht, groß genug, zu klein, zu groß. Und ja. Ja, bei mir wäre das ein bisschen anders. Ich meine, dass ich unter dem Durchschnitt sind. Ich schieße aber nicht so ganz genau. Also es gibt ja auch so, das war den auf Deutsch, ich fand die Begriffe immer ziemlich eklig, mehr sind dann Verdienste, die ich kenne, Fleischpenis und Blutpenis nennt. Also da die am nicht irrigierten Zustand ziemlich selber groß sind, am Anfang sich dann abstellen, an der die tatsächlich ziemlich groß Wurzeln zu dem, was sie nicht irrigiert sind. Und schon ist die eine Zucht der Tisch, das ist schon alles dann bisschen wie kleiner verschrumpelt und dann noch schon nicht so groß. Das wäre oft an so Western und so, wäre das irgendwie Thema. Ich weiß nicht genau wieso, aber irgendwie wäre das Thema und ich habe schon immer furchtbar geschummt und das blöd fand. Und am Anfang an einem Alter, wo ich noch gar nicht weiß, wieso dann los soll dumm sein, wenn ich da einen kleinen Penis hat, weil ich wusste noch gar nicht, wie werde ich den alles Kind gebrauchen. Und ich meine, in den Klassenkameraden, die Gag mal gemacht haben, auch nicht. Das schon ziemlich abstrus ist, wenn ich darüber nur denke. Natürlich bleibt ich das am Handelkopf, auch wenn ich damit groß geht und irgendwann merkt, okay, dafür schwätzen sie die ganze Zeit davon. Und dafür soll das so wichtig sein. Und das wäre schon ganz lange Zeit so ein großer Faktor von Unsicherheit, auch von, oh mein Gott, was das da los, wann ich den da rausfinde oder wann ich den das gesagt und dann fängt man mal die Gag zu machen oder was das, wenn ich da keinem Fried kann machen. Da guckt ihr vielleicht schon irgendwann ein Porno und dann denkt sich, okay, so groß kann das da so sein. Und am Endeffekt hört ihn dann irgendwann tatsächlich Sex und das ist komplett egal. Was ihr vielleicht bei Porno noch muss so, und die Leute, die als Pornodarsteller schaffen, sind nicht unbedingt die einen Durchschnittspenis haben. Einerseits, andererseits hast du ein ganzes Team, das probiert, den Penis en scène zu setzen. Das heißt, du hast geguckt, wie kann ich dir belichten, dass ein möglichst groß ausgeseit. Weil ein Winkel passt du gut für, dass ein großer Schein ausgeseit. Hast du ja nur auch noch an der Postproduktion ein bisschen noch gebessert, was die Farbe und Pigmentation angeht. Ja. Also das ist eigentlich ganz, ganz anders, wie von den von Urwen, ob sich raufguckt und dann sich sieht, oh. Nun muss ich auch sagen, dass Peniswurzel ist am Körper. Das ist, wenn ihr noch richtig gehen muss, dann müsst ihr den paar Zentimeter noch dabei machen. Ja. Spannend. Ich fand das immer gute Sachen, wirklich und Bewusstsein zu rufen und wirklich zu wissen, dass
das ist genau wie bei anderen Filmen, die an die Kindergucke geht. Die Leute, die da mitspielen, die gehen rausgesicht, weil sie so ausgesehen, wie sie ausgesehen, weil sie die Talente haben, die sie haben. Und so was das bei Porno eben noch. Und da soll den sich wahrscheinlich, wenn den sich unbedingt will, vergleichen, vielleicht echt am Durchschnitt vergleichen, schon auf paar Seiten geguckt, was so als Durchschnitt geht. Und es gibt eine Studie, die so eine Metastudie aus, wo so ganz viel Studien, wo Leute Penis gemusst haben, man den vermischt haben, vergleicht haben. Und anscheinend aus dem internationalen Durchschnitt am irrigierten Zustand bei 13,12 cm. Das ist eigentlich ein guter Krack inner dem aus, was in der Porno gesagt und was den sich vielleicht auch so vorstellt. Und da muss ich immer wissen, den Durchschnitt, aus dem Durchschnitt, das heißt, sie Leute drüber und sie Leute drinnen. Und das ist immer ganz normal und nicht, was irgendwie schlimm ist. Mhm. Boah, das zu wissen, hilft nicht unbedingt, die Ängste aufzubauen. Aber das war vielleicht schon mal ein guter Grundlage für sich so mehr relax drüber nachzudenken. Mhm. Also das ist für die Ängste so, wohin sich steht, sind nicht normal, sind irgendwie an einer Norm. Und dann ist die andere sehr so, also wie es da, dass man das wichtig. Also eine große Angst ist ja manchmal, dass wenn er dann irgendwie kleine Penis hat, die Vorstellung hat, dass wenn er Sex mit einer Person, mit einer Vulva hat, dass den dann nicht Kind befriedigen, weil das Organ, was den du aufhört, nicht groß genug wird. Genau. Das ist einfach so, dass es an den allermeisten Fall nicht nur ob es Kreis könnt, mehr ob ganz viele verschiedene Faktoren. Mhm. Nach dafür drin muss ich sagen, wie du für drüber schon gesagt hast, Klitoris, du hast ein Teil draußen, über dem Angang von der Vagina, und aber auch einen großen Teil Bannen. Aber wenn man das anatomisch guckt, dann ist das den Teil der Bannen aus sich Angang von der Vagina. Das heißt, für die Leute, die gut aufgepasst haben und noch nicht Konklusionen gemäht haben, das wisst ihr am Anfang, dass den am Angang auf 4 Drohnen irgendwie dass da Reibung entsteht. Das heißt, das ist gar nicht nötig, für so weit ranzugehen. Genau. Ja, du mal da aus dem Thema am Anfang auch schon gehst. Nee, also vielleicht nicht ganz gehst, aber da lesen sich die Mythen, die ihr vielleicht dann aus diversen pornografischen Filmen kriegt oder aus sonst irgendwie von der Gesellschaft mitgedeelt kriegt, dass es wichtig wäre, einen großen Penis zu haben, weil und dem Lustgefühl sich nicht viel ändert und sich nicht viel ändern muss. Und da können wir vielleicht denken, kurz dann ob als Antworten von Instagram kommen. Wir haben nämlich ihr ganz viel Fragen gestellt über Penissen. Und eine davon wäre, ob es wichtig ist, dass der Penis groß ist. Und die Antworten, das schon sie überrascht, hast du gesagt, Eli. Mich schon sehr überrascht, weil ich meine, wie viele Leute mit Penis da in mehr großen Wert drauf legen, wie vielleicht andere Leute drauf legen. Also für das anders auszudrücken, ich meine gesellschaftlich also einen gewissen Druck da, dass der Penis ein gewisser Größe tut, einen gewissen Deck tut, so oder so ausgesehen, eine gewisse Farbe hat, genau wie den Druck auch auf andere Geschlechtsorgane, also ob das Brüste sind oder Vulvan, und von den Leuten, wenn man mit Leuten schwätzt, ist das nicht unbedingt der Fall. Also schon die Antworten auch dir verlesen und die meisten wären, das ist ziemlich egal, wichtig sind andere Sachen. Genau. Zum Beispiel hat eine Person gesagt, dass es mehr Bewegung könnt und auf der Rhythmus. Andere Leute sagen, dass ein gewisser Größe schon wichtig ist, aber dass andere Fähigkeiten man genauso wichtig sind. Nach anderen Leute sagen, dass für alle Typen den passenden Deckel gibt und vielleicht einfach die Person finden muss, wo dann noch den Deckel auf die Typen passt. Das sind andere wieder, vielleicht sind nicht effektiv Personen, die für die jetzt wichtig ist, man denkt zu schlafen, den ein großer Penis hat, andere, die vielleicht sich so ein zu großer Sonne nicht gut ist, hat lieber ein Größe bis zu, vielleicht die dazu gewählt, wenn nicht zu groß ist. Und da da einfach ganz viel Unterschiede gehen und du einfach muss gucken, was ist mir wichtig, was ist angenehm, was passt nicht. Und noch, was für eine Zucht von Sex will ich schon. Also für Dorumenker, das leidige Thema, was das überhaupt Sex abzumachen, Sex ist ja nicht nur ein penetrativen Geschlechtsverkehr, und auch, wenn
die Konstellation, die man schon beschwert hun, nämlich ein Vulva und ein Penis, will irgendwie mal nicht bekannt machen, dann muss der Penis nicht zwangsläufig angefordert gehen. Mir haben schon viele über Klitorisen und Eschlen geschwert. Am Anfang aus beides und den Nähreifen, also für die Leute, die das noch nicht probiert haben, ich kann nicht das just rekommandieren. Das kann ziemlich cool sein und ziemlich Spaß machen. Und das ist zum Beispiel etwas, was jemand allgereist kann machen und wo ihn kann Spaß haben. Ich meine noch, dass den, gerade als Person mit einem Penis, vielleicht sich muss aus dem Schema rausdenken, dass den immer muss bei einer gewissen Tätigkeit kommen, dass den das vielleicht auch mal ein Kind verlagern, dass die kann für den Abhellen etwas anderes machen, dass den vielleicht sowieso schon ganz anders könnt, dass den vielleicht gar nicht könnt, dass den, ja, all die Sachen, ich kann vielleicht ein Petting-Episode verweisen, da haben wir auch viele über so Sachen geschwärzt. Also ich gebe mal für all die Leute, die sich ganz viel suchen, um hier Penis zu machen, vielleicht einfach auch mal sich den Gedanken, am Gedanken aufrennen, dass Sex eben nicht just penetrativ ist und dass den gar nicht muss so peniszentriert sein, wie mir das dann oft sind an unserem Denken. Genau. Aber Eli, gibt ein Thema, was groß, aber wichtig. Genau, und da geht es ein Verhütungsmittel, was wir manchmal alle gut kennen. Der Kondom, Ja, den gibt es ja an verschiedenen Größen. Und je nachdem, wem man da traut, soll es sogar so sein, dass die meisten Männer sich selber überschätzen und dafür Kondome kaufen, die zu groß sind für ihre Penis. Was dann zu Problemen führen kann, nämlich dass den aufrutscht, dass der nicht gut sitzt, dass es irgendwie unangenehm ist, dass der kein gut Gefühl hat. Am Anfang all die Sachen, wo dann immens viel Leute mit Penis auf jeden Fall Männer so du willst sie kein undoen. das ist da auch so, dass es doch keinen Sinn, dass den Penis wird von einer gewissen Größe und dass die Standardkondome, die in zum Beispiel an den Schulen, an den Planningen, an Plätzen, wo Kondome so verteilt gehen, kriegt einfach zu klein sind, zu eng sind, strammen, wo dann auch das Risiko besteht, dass sie platzen können. Also ich denke, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwie passt das nicht, was ich da gerade tun. Und am Anfang hatte ich gemerkt, das müsste aber passen. Und ich ein bisschen so Recherche gemacht, was den Durchmesser angeht. Und das ist ganz interessant. Die meisten Hersteller schreiben hier Durchmesser auf ihre Seite oder auf ihre Packung, aber die variieren immens. Also es gibt da effektiv ziemlich große Variationen, je nach Hersteller. Und ich meine, dass viele Leute nicht bewusst, dass das eine ganz große Rolle spielt beim Rausziehen vom Kondom. An den du wirklich soll oppassen. Aber wenn ihn in den Standardmarken, die ihr so gut nicht fündig geht, dann gehen es Spezialmarken, die quasi so von ganz mini bis ganz groß oder von ganz dünn bis ganz dick alles anbieten und auch so Probierpacks anbieten, wo ihn dann verschiedene kann ausprobieren und kann so okay, das ist so mein Größt und die dann immer kaufen kann und da sehen, dass den sicher ist. Das kann ich auch just rekommandieren. Genau. So verschiedene Marken, verschiedene Größen finden am Idealfall an Sexshoppen, ob das an einem Boutique ist oder online. Wenn man da besser Recherche möchte, dann findet ihr hoffentlich die Größe, die am besten passt. Okay, Loma, viele wird Größe geschwärzt, mit gehen aber noch ganz viel andere Gründe, wieso in unsicher kann sein. An eng davon ist sicherlich auch ziemlich naheliegend, da das der Faktor von der Erektion, wo ein Problem kann haben. Ich hatte an der Hinsicht ziemlich Chance. Ich muss aber so, dass Kondome schon einen Unterschied machen, weil das einfach nach einem Schritt mehr ist, den ich muss machen, wo ich nur sich die Aktivität muss aufbrechen, Kondom sichern, abmachen und den und dann eine gewisse Zeit vergeht und dann wird noch ein bisschen mehr Zeit für sich vielleicht Gedanken zu machen, da können Ängste abkommen. Und so weiter. Und muss ich so einfach Webs konzentrieren, wird irgendwie dann aber vielleicht ungewinnt ist oder wird nicht so, das nicht super kompliziert für Kondomen zu tun, muss ich mich einfach konzentrieren dafür an. Dann kann es aber mal sehen, dass du, ja, whatever, dann nicht mehr so irrigiert das, wie es soll sein. Also das hatte ich auch schon. Und interessanterweise bei Analsex, weil ich dann die Person viel gedehnt tun und dann irgendwie so darauf konzentriert wäre. Okay, ja, okay, kommen wir in das. Was super, also ich fand nicht, dass das da nicht, wohin sich muss schummen sowieso nicht, und wo ich noch einfach da kann mit der einer Person drüber lernen, hoffentlich, und den einfach sieht, okay, dann nehmen wir kurz das, vielleicht geht es nur und vielleicht nicht, und mir haben aber Spaß. Was man schon noch kann, und oft einen Impact auf die Erektion
hört als Alkohol oder so Substanzen. Mhm. Das ist einfach so, dass Alkohol möchte, dass Blutgefäße also nie gehen sie stehen Mhm. und das in direkten Impact drauf hat, dass den eine Erektion nicht halten kann, weil für eine Erektion zu kriegen muss Blut an den Penis fließen Mhm. und dann muss da drin aber ein klein gehen, für dass das Blut auch am Penis bleibt. Und da gibt es doch eine Droge, wo ihn dann ganz schwer zu einem Orgasmus könnt. Aber das hat nicht unbedingt dann mit Erektion zu tun. Genau. Okay. Dann, also was ich oft gemerkt habe, und das vielleicht dann, also oft mischt sich das ja dann auch mit Nervosität oder mit Nachdenken oder mit sich auf etwas anderes konzentrieren. Aber was ich auch schon mal gemerkt habe, als wenn es irgendwie lang gedauert hat, dann wird die Reaktion dann immer fort und das ist irgendwie so, okay, am Anfang habe ich noch mega Lust, aber das will ich nicht mehr. Aber das ist wahrscheinlich auch einfach körperlich so ein Fail-Safe, da die nicht da die ganze Zeit Blut dran hat. Mhm. Das wäre auch außerdem gefährlich, wenn in eine Reaktion zu lang ging halen. Da gibt ja auch Mittel oder Medikamente, die machen, dass den eine Reaktion kriegt. Da gibt einerseits Pillen, Mhm. und andererseits gibt auch eine Stufe drüber, wo ich kann Injektionen machen, also Spritzen. Aber bei den Spritzen ist das Risiko, den zwar kleiner ist, aber da ist, dass den dann eine Reaktion kriegt, die nämlich fortgeht. Aber wenn ihn da wirklich paar Stunden eine Reaktion hat, soll ihn unbedingt direkt an Spital und Urgence, weil da ist ein reelles Risiko da, dass da etwas futtig geht. Okay. Wer ist das, wenn wir doch schon gerade bei so medizinischen Sachen sind? Ich gebe mal einfach aus dem Bauchgefühl raus so, wenn ihn kein größer Problem mit Erektionsstörungen hat und noch nicht ein gewissen Alter hat, soll die wahrscheinlich nicht irgendwie illegal Viagra am Internet bestellen und das dann holen, für besser performen zu können. Genau, ich meine, das ist etwas, was vielleicht mal kann interessant oder verlockend sein und auch Spaß machen, weil ihn dann effektiv mehr lang eine Erektion halten kann, also auch nur dem ihn ejakuliert wird, einmal oder paarmal, aber du hast das Risiko, dass der Körper sich dann so drauf gewinnt, dass den irgendwann nicht mehr ohne die Pille kann. Das ist ein bisschen vergleichbar mit Schlafmitteln, wenn den wirklich nicht gut schlafen kann und den heinz durch Schlafmittel. Ist das okay, wenn den aber all oben die Schlafmittel hält, besteht das Risiko, dass den irgendwann nicht mehr ohne Schlafmittel schlafen kann. Okay, können wir bis beigelegen. Du hast aber so, dass wenn ein Erektionsprobleme hat, zu Viagra oder Cialis oder Pillen helfen können, für über die Angst wegzukommen, die vielleicht Stimme da verbindet und dann das Wertgefühl so aufzubauen, dass den auch irgendwann ohne Pillen kann mehr einfach eine Erektion kriegen und halten. Dann gibt es noch andere Faktoren, die können dazu führen, dass den sich unsicher spürt und das hat mit der Ejakulation zu tun. Genau, das hat man am Anfang nicht gesagt, das ist aber etwas, was vielleicht trotzdem wichtig ist, weil das eine von den Funktionen vom Penis ist, dass das effektiv den Sperma aus dem Körper rauszuspritzen, das heißt zu ejakulieren. Und du gibt dann zwei Möglichkeiten, wie das nicht so funktionieren kann, wie ihn will. Einerseits zu früh und andererseits zu spät. Ja, es kann auch sein, dass den gar nicht ejakulieren kann. Das ist dann eine Ejakulation nicht zu verwechseln mit Anorgasmie, weil es kann sein, dass den zum Orgasmus könnt, ohne zu ejakulieren. Meistens geschieht das zum letzten Moment, aber das ist einfach komplett normal, dass den heinst du vielleicht in dritten Orgasmus kriegt, also ohne zu ejakulieren. Hast du das, Schnenker? Nee. Okay, ich sehe mir nämlich nicht sicher. Das ist ja auch so, dass den in gewissen Teil Sperma an sich hat, den der Körper überproduziert, dann, wenn den bis raus ejakuliert wird, dann ist einfach kein Sperma mehr da. Du gibt aber Leute, die dann trotzdem noch können eine Erektion kriegen und dann auch eventuell können zum Orgasmus kommen. Es gibt auch verschiedene Formen von Orgasmus bei Männern, das ist darum ein anderes Thema. Ich weiß mal vielleicht noch über zu früh kommen. Da das Mensch auch etwas, woran viele Leute ein Problem haben. Was kann ich dann da mehr? Oder kann ich nur etwas mehr? Ja, oft
huet prämatur Ejakulation mat Angst oder Unsicherheit zu dienen, respektiv auch Stress. Mhm. Und das ist auch der nämlichste Grund, für was verschiedene Leute nicht kommen können oder recht ganz, ganz spät kommen. Mhm. Und was den du machen kann, als ich mal probieren, den Partner, mit dem das geschieht, besser kennenzulernen, mehr bequem mit der Person zu gehen, sich mehr wohl zu fühlen. Und andererseits probieren, den Stress so gut wie möglich aufzubauen. Das kann durch Relaxationstechniken sein oder durch Sport oder durch so Art und Weise, wie ein Stress aufbauen kann. Lo kann aber auch helfen, einfach mal den Fokus vom Penis zu holen und sich auf andere Sachen zu konzentrieren. Das fand ich von ganz schönen Fazit. Zum Thema Ejakulation und Erektionsprobleme hat man auch auf Instagram eine Frage gestellt. Mhm. Und zwar, ob ihr nicht kennt, die schon ein Jahr ein Erektionsproblem hat. Da haben ganz viele Leute ja gestimmt, also stimmen so viele Leute ja gestimmt wie nie gestimmt. Das ist der Prozent, der 75% von den Leuten haben das schon ein Jahr entweder selber erlebt oder mit einem Partner erlebt. Und das heißt, das kann ganz normal sein. Das kann vorkommen, das kann durch Stress, das kann durch Müdigkeit sein. Aber wenn das ein, zweimal vorkommt, dann ist das doch gar nicht schlimm. Das ist nicht, dass das weiter so ist und noch nicht, dass das unbedingt ein Problem ist. Mhm. Ein anderes Thema wird vielleicht ein bisschen konträr aus zu nicht eine Reaktion kriegen, als ungewollt eine Reaktion kriegen. Das ist mir schon länger nicht nie geschieht, aber das ist mir aber in der Jugend oft geschieht. Wenn ich dann irgendwie an der Mathe schon so gehofft hat, nicht um Tafel gerufen zu gehen. Wir fahren an der Mathe schon. Das hat nichts mit der Mathe zu dienen. Das hat mit so überhaupt nichts zu dienen. Das ist einfach so, komm. Ich hatte denke ja Schwammen. Und das ist ja noch gut peinlich. Ich war glücklicherweise am Wasser, wenn das ein bisschen Mann gesagt hat. Aber ich hatte dann aber wirklich auch gehofft, dass ich nicht Mist aus dem Wasser rauskommen und aus dem Wasser rausgerufen gehen und ich einfach gedacht, ich hoffe, das geht noch rüber. Ja, also das kann auch geschehen. Aber da muss ich dann auch nicht zu viel schummen. Ja, Richtig verstoppen kann ich nicht, meistens nicht so unbedingt. Aber das ist aber nicht, dass jeder nicht unbedingt gesagt. Mhm. Joel, weißt du, was die Regeldauer von Penis und Vagina-Sex ist? Also nee, aber ich vermute, dass ich so zwischen 3 und 7 Minuten. Genau. Der Durchschnitt liegt bei ungefähr 4 Minuten. Und von prämaturer Ejakulation schweizt eine sich, wenn nicht Männer wie 1 Minute dauert. Okay. 1 bis 2 Minuten, da gibt noch verschiedene Stufen. Ja. Ich fand das alles immens kurz. Also doch. Also, wenn es steht so. Das unterstützt mein Plädoyer für mehr Padding und für generell weniger penetrationsfixierten Sex. Aber das wäre das da vielleicht auch ein anderes Thema. Und zwar, wenn ich dann vielleicht mehr lang oder mit etwas Großem will penetrieren, dann gibt es eine ganze Reihe von Toys oder Hilfsmitteln. Also kann ich natürlich auch solo Energiemen einfach in Dildo oder Vibrator holen, den ihn nicht irgendwo festmischt, mit denen einfach an die Hand hält. Das kann auch für Personen mit engem Penis ganz cool sein, andere Leute mal Frau zu machen. Also du mengst aus der Fantasie keine Grenze gesagt, mit gehen ohne andere Sachen. Genau, du gehst Strap-ons. Einerseits die Strap-ons, die abgefüllt sind und die ihn einfach undeht. Mit genau auch spezieller für Leute mit Penis. Wohin da quasi eine Verlängerung hat. Die geht auch an allen Formen, Färben, Größen. Da kann ich noch dann ganz viel experimentieren und Spaß haben. Schon noch, also schon halt ein bisschen da nur Gesicht an, schon da auch gesehen, die ihn irgendwie noch zusätzlich abpumpen kann und so weiter und so fort. Also da geht es wirklich alles Mäßiges. Das andere wird vielleicht mehr billig und mehr zugänglich und mehr Leute bekannt ist, das so ein Penisrang, den ihn kann undun. Den dann quasi das möchte, was du für drin beschrieben hast, nämlich die Blutgefäße so
bisschen zu summen zwacken, dass Blut mehr am Penis bleibt. Wie lang? Genau, was vielleicht beim Penisrang noch wichtig zu sagen ist, die soll als ein Material sein, was zwar schon den Penis ein bisschen zusammenträgt, aber was trotzdem flexibel ist. Weil sonst besteht das Risiko, dass von den bis ugedo hat und da kriegt eine Erektion, dass denen dann nicht mehr auskriegt. Autsch. Ja. Ich schon auch Gleitmittel auf meiner Liste. Nicht, weil das irgendwie viel Gefälle für Reaktionen mehr, weil es immer eine gute Idee ist, für Gleitmittel zu benutzen, wenn das Gefühl das braucht. Und gerade von der Analsex betreibt, ist das immens wichtig. Nicht unbedingt für den Penis, mehr ist da für den Anus. Genau. Und das ist auch etwas, was den an Pornoen oft leider nicht gesagt. Der Schritt geht versprungen, natürlich aber nicht, dass sie das nicht benutzen. Mir bleibt noch zum Schluss zu sagen, wenn da irgendwie unsicher sieht mit ihrem Penis, merke ich nicht zu viel Gedanken darüber. Also das ist okay für unsicher zu sehen. Aber das ist vielleicht ein Thema, weil in ihrem Kopf viel mehr groß ist, wie der Weg geht ist. Und ich meine noch, dass die meisten Leute, mit denen da schlufen werden, wahrscheinlich schon mehr größer und mehr kleiner gesehen haben. Und ich nicht unbedingt werden auslachen oder sonst irgendwie komisch sehen. Und dann vielleicht aber auch ein Aufruf von Leuten, die Kepenis haben, an mit großen oder kleinen oder komisch ausgesehenen zu dienen, das ist vielleicht keine so eine gute Idee für unbedingt zu lernen. Und das ist immer ganz fein mit Leuten zu sehen und für die nicht irgendwie noch zusätzlich zu verunsichern. Schwarz-Traue Streber, ich fand das ein riesigen Tabu, das ganze Penis und Größe an Erektion oder nicht, Ejakulation oder nicht. Und was mir aber auch auf Instagram gesehen haben, ist, dass immens viele Leute das schon ein paar mitgekriegt haben und dadurch gar nicht so schlimm ist. Und ich meine, wenn wir alle gingen viel mehr drüber schwätzen, dann ging mir auch bewusst gehen, dass das immens verbreitet ist und nicht unbedingt katastrophal ist und auch besser gehen kann. Weil die mehr Erfahrung hat und weil die bis ein gewissen Alter wird, fand ich, hält er doch immer mehr Platz und Wichtigkeit an. Was du mir da verstehen? Ja, das sind die Beispiele, die wir da auch verstehen. Also das habe ich auch so erlebt. Wobei ich auch schon an der letzten Menker so Phasen hat, wo ich mir darüber nur gedacht und ein bisschen mehr unsicher gesehen. Also war doch, du mal das sehen, dass ich einfach ein plakiges Foto von mir gemäht und nicht immens froh wäre am Ergebnis. Aber da sind wir darin bei der Froh vom Winkel, von der Belichtung. Gehen sicher auch Tutorials, wie ihn das so kann auslichten, dass das auf 20 Zentimeter mehr groß ausgesehen. Von denen das dann unbedingt will auf einem Foto. Okay, dann machen wir mal einen höchsten Fun Fact für uns. Ja, den Penis wird am besten oxygeniert und dadurch mit Nährstoffen versorgt, wenn er an der Erektion ist. Das heißt, Lust hat ruhig geschehen, allein oder mit einem anderen, und schon dir nicht für ihren Penis, egal auf welchem Zustand er ist. Okay, ich meine, wir wären N kommen. Dann bleibt mir just noch zu sagen, stay hydrated, Kids, an 2 Wochen hören wir uns an Locken eine Rubrik. Yes. Ciao. Adi. How to. Eine Aufweisung für den Gebrauch. How to? Kondom. De Joel an den Eli hu fir drun an der Folsch zu Penisunsicherheiten schon davor geschwart. Kondoma. Das Verhütungsmittel ist ziemlich simpel. An theoretisch dat sicherst. Me, bei der Uwandung kann so manches nicht ganz ideal laufen. Dafür das Rubrik. Schritt Nummer 1. Kaufen. Am besten kauft ihr Kondome am Supermarché, an der Drogerie oder an der Apotheke. Nicht so ideal sind öffentliche Plätze, wo Spender ist zum Beispiel. Da können Kondome warm, kalt gehen, zum Beispiel durch die Wetterkonditionen, und das macht Material brüchig. Außerdem weiß ich nicht, wie lange die schon da dran sind. Das führt mich zu Schritt 2. Checklist für Undoen. Egal, ob in der Kondom selber kauft oder eine andere Person ihn dabei hat. Es soll den für Undoen nach immer 3 Sachen beurstehen. Erstens, den Datum. Ist der Kondom nicht aufgelaufen. Zweitens, Verpackung. An der Verpackung soll so klein Luftpolster sein, wie bei einer Chips tut. Wenn Kondomverpackung nicht so ein bisschen abgeblasen ist mit dem Luftpolster, ist es nämlich sicher, weil da weiß ich nicht, ob nicht Material vom Kondom auch schon beschädigt ist.
falls der Kondom aufgelaufen und Verpackung futti sind, wann ich nicht benutzen. Und dann den dritte Punkt, gereist. Der Kondom muss gut sitzen und dir nicht zu eng sein, weil es kann platzen, und auch nicht zu weit, weil es kann aufrutschen. Meidet so bei Schritt 3. Wie fanden ich mein Gereist raus? Bei Kondomer ist nicht langt mit Deckt vom Penis wichtig. Der kann ihn mosen. Da kann sich zum Beispiel ein Kondommoosband aus dem Internet rausprinten. Googlen könnt ihr da zum Beispiel mit dem Suchbegriff Kondometer. So ein Standardgröße für Kondome ist zum Beispiel 52 mm. Größen kann ihn online oder auch auf den Verpackungen nur gucken. Die sind nämlich von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Bei manchen Hersteller kann ihn also Samples bestellen und dann ausprobieren. So findet ihr für sich selber die richtige Maß. Schritt Nummer 4. Undoen. Eine Kondomverpackung hat meistens 2 gerillte Seiten mit Zacken. Da kann ihn sie abreißen. Am besten schiebt ihn das Kondom ein bisschen rüber und dann rappt den Verpackung ab. Tölt den Kondom raus, mit der Fangerin, nicht mit der Fangernähl. Also muss ich gucken, wie eng die richtige Seite ist. Das geht am besten, wenn ihr einfach kurz drauf bläst. Also die richtige Seite zu sehen, ist aber noch gar nicht so einfach, zum Beispiel, wenn er doch dichter ist am Raum. Hier einen kleinen Tipp. Wenn ihr das Kondom auf den Fanger setzt, und er sieht so ein bisschen aus wie ein Sombrero, also geht auf der Seite ein kann bausen, damit es richtig sind. Falsch rundherum sieht den ersten aus wie so ein gläsischer Schmutz. Was geschieht, wenn ihr das Kondom falsch abgesagt habt und ihr nicht aufrollen könnt? Hier auf keinen Fall umdrehen. Mehr ein neues Kondom verwenden. Es gibt nämlich etwas, das heißt Lusttropfen. Das ist eine Flüssigkeit, die bei Erregung, also wenn der Penis steif könnt, durch die Samenleiter geht. Auf hier bei der Penisspitze rauskommt. Das ist aber so eine Flüssigkeit, dass in die nicht gesagt. Hier können Spermien dran sein. Und dann sind die Kondom bausen, wenn ihn umdreht. Undoen, die den am besten mit 2 Händen. Mit der engen Hand kann den Urwen die kleinen Witzchen zuhalten. Das ist der Reservoir, wo du nur Sperma dran könnt. Dafür ist es gut, wenn du keine Luft dran hast. Mit der anderen Hand kann ihn dann das Kondom aufrollen. Es möchte nicht, wenn es zu lang ist. Du dürfen ruhig ein paar Fallen dran sein. Wichtig ist, dass ihn ganz aufrollt. Schritt Nummer 5. Ausdrehen und Waschgeheilen. Wenn ihr den Penis aus einer Körperöffnung ziehen sollt, dann immer das Kondom festhalten, dass er nicht aufrutscht. Und am besten noch, wenn der Penis zumindest ein bisschen steif ist. Der Kondom dann am besten Urwe vom Schaft mit einer Hand raufziehen, dass er nicht ausläuft. Ein Knut dran ist auch wichtig. Kondome sollen nicht an die Toilette gehen. Da schwammen sie verstoppend rein. Mehr immer an ein Pubell. Es kann ihn so auch für drunter ein Stück Papaya oder nur schnappisch abwickeln. Wenn ihr den Bausen Sex habt, dann geheidet ihr nur, wenn ich doch am Pubell. Weil Kondome sind an der Regel nicht biodegradabel. An hier noch eine Lastinfo. Wenn ihr Gleitmittel wollt benutzen, solltet wasserbasiert und fettfrei sein. Silikongleitmittel oder Urlischer zum Beispiel verdrohen sich nicht mit Material vom Kondom. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mal ernehmen nennen. Über Feedback freue ich mich immer. Ihr fand mehr wie Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewinntene Podcast-Plattformen. Mehr wie Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher und finanzieller Unterstützung vom CSAS, dem Nationale Referenzcenter für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Den CSAS geht alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.